Das Mädchen sagt der Mutter auf Wiederschauen, sagt den Geschwistern auf Wiederschauen, der Großmutter auf Wiederschauen. Viel größer darf dieser Kreis gar nicht sein, weil überall Spitzel sind und weil es einfach zu gefährlich ist. Und ich meine, ich wusste, dass dieses Kind seine Mutter wahrscheinlich nie mehr sehen wird. Das kann man nicht wirklich verarbeiten. Zeuge zu sein von einer solch traurigen Tragödie. Also es war mir von Anfang an klar, als ich mich etwa 1988 in die Tibet-Tragödie einzulesen begann, dass ich da eben die Gräueltaten dokumentieren will. Und da habe ich mir gesagt, wenn es mir gelänge, eine solche Flucht zu dokumentieren und zu beweisen, dass Leute ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihre eigene Heimat, die sie lieben, zu verlassen, dann beweist das stellvertretend, dass in diesem Land definitiv etwas nicht stimmt. Ich hatte etwa ein Jahr Vorbereitungszeit, aber daran geglaubt, dass ich das dann auch wirklich hinkriege, habe ich dann erst, als wir losmarschiert sind. Für die Flüchtlinge aus Tibet ist ganz klar das Wetter. Oder? Wenn das Wetter dreht, dann sterben sie. Sie sind nicht ausgerüstet wie ein Everest-Expeditionsmitglied oder ein Trekker, der sich vorbereitet. Sie kommen einfach in einen einfachen tibetischen Klein. Und die zweite Gefahr ist natürlich, von den Chinesen aufgegriffen zu werden, in Gefangenschaft zu geraten, erschossen zu werden, gefoltert zu werden. Und die dritte Gefahr jetzt für den Vater im Speziellen war, einen Journalist mitzunehmen. Das kommt natürlich Landesverrat nahe. Und da war eben eine politische Motivation von ihm, dieses Risiko einzugehen, aber der Welt zu erzählen, welches Schicksal eben Tibet hat. Ich hatte 25 Kilo auf dem Rücken. Ich musste natürlich zum Fotografieren auch einmal überholen oder von der Ferne was machen und nachher wieder versuchen, die Flüchtlinge einzuholen. Ich wollte auf keinen Fall die Geschwindigkeit des Vaters beeinflussen. Es war seine Flucht. Also habe ich versucht, eben in ihrer Geschwindigkeit, so schnell es geht, mitzuhalten und zu arbeiten. Aber diese Yangdol, dieses kleine Mädchen mit diesen kurzen Beinen, das ging da über diesen fast 6000 Meter hohen Pass und sie muss eben kapiert haben, um was es hier geht. Ich war physisch total am Anschlag. Ich habe das beinahe nicht hingekriegt und es zeigt mir auch, wie ich psychisch am Anschlag war. Ich war wütend auf dieses arme kleine Kind, auf dieses Flüchtlingskind, weil es nichts tragen musste. Ich war in einem Status eines Deliriums. Ich dachte auch, ich hätte nicht mehr fotografiert. Es war nur noch Hirnstamm und weil wir so lange kein Wasser mehr hatten, über mehrere Tage, ja nur noch Schnee und Eis zu kauen, versuchten, um etwas Flüssigkeit zu uns nehmen zu können. Essen, das ist sowieso ein Luxus, an den denkt man schon gar nicht mehr. Also man lebt nur von Reserve. Aber Wasser blieb immer. Wasser war da. Wasser und natürlich ein Schritt vor den anderen. Aufstehen, weitergehen. Aufstehen, weitergehen.
wir haben Glück gehabt, es ging alles gut. Wir konnten in 8 Tagen diese ganze Überquerung marschieren und wir hatten auch Glück dann in Nepal. Viele Flüchtlinge werden aufgegriffen, werden an die Chinesen zurückverkauft. Man ist großer Korruption ausgesetzt. Wir hatten sehr großes Glück. Wir waren eine sehr schnelle Gruppe. Nach 22 Tagen waren wir am Ziel in Dharamsala. Hatten dann die Audienz beim Dalai Lama mit etwa 50 anderen Flüchtlingen. Das Mädchen konnte eingeschult werden in die Exilschule in Dharamsala und so gesehen hatte das Ganze ein Happy End. Als sie dann 20 war, haben wir zusammen eine längere Reise in Indien gemacht, also richtig Urlaub. Und als wir dann so eine Nacht wieder in so einem indischen Klapperbus durch die Nacht fuhren, konnten wir längere Gespräche führen und das fiel mir dann wie Schuppen von den Augen und war für mich ein großes Glück zu hören, dass sie das ganz anders erlebt hat. Sie sagt, das sei eine super Reise gewesen und sie hätte tolle Erinnerungen, eben auch wie wir gespielt hätten. Und eben dieses Glück zu haben, das auserwählte Kind zu sein, das in Freiheit leben darf.